Der Flori wird wieder gut mit dem Gerstl, samt dem, dass ihm der seine Liebschaft mit der Josie vermasselt hat. Der Michi kauft heimlich bei einer Fetzentantlerin ein Holzertgewand für die Seinige. Für den Gregor schaut das auch so aus, als wie wenn er mit der etwas hätte. Und drum sagt er jetzt heimlich gleich alle Gäste von der Hochzeit, dass er die Annalena mit einer Hippie-Hochzeit einen Holztaus überraschen möchte. Der Philipp lässt sich von Hubert Ratschläge geben, wie man bei den Weibern Nein sagen kann. Und das probiert er nachher gleich bei den seiner Alten aus. Danach findet er am Weiertaus ein Tuttengeschirr, das was Sarah vergessen hat, und bringt es ihr zurück. Aber beim Brei kriegen sie das mit und glauben, er hätte etwas mit ihr. Danach schenkt ihm Josie ihr Schifferl. Aber wie es gespannt, dass das an Flori nicht recht ist, kauft sie ihm um 190 € wieder zurück und zahlt ihm aber nachher schön einen 50er dafür und macht da drinnen mit Flori eine Brotzeit vor der Waldhütte. Der Chris trainiert er so wild, dass er gleich speibt. Samt dem mag ihm aber der Brei nicht aufs Wapperl von seinem Bier aufgetun, wenn sie auch die Kathi nur so für ihn einsetzt. Der Josie, seine Mutter und ein Rolli-Design verstehen das falsch und glauben, dass die Landweiber ein Hippie-Festal feiern und hängen sie sich eine Fetzen um und kommen da hin. Aber dabei geht's da schön an Arbeit zum tun. Der Josef hat eine Herzoperation und seine Tochter fliegt mit ihren Hochzeiter zu ihm auf Teneriffa. Und da sagt er der Doktor, dass er jetzt in seinen Zustand nicht zu der Hochzeit kommen darf.